Was soll man dann Haut präsentieren? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Haben wir da irgendwas? Irgendwas wird Leute interessiert oder so. Ich habe eine coole Idee. Jo. Busch hat das Polute mitgebracht. Jo, heute geht es um Thema Lantern. Ja, Thema Lantern. Wir stellen erst heute pur verschiedene Lantern vor. Für wer Lantern, die kann ich irgendwo hinstellen oder irgendwo hinhängen. Zum Beispiel, wenn ich nur so Toilette geht im Camping. Oder am Busch. Da kann ich sie irgendwo hinstellen und gesagt, was ich möchte. Und dann sind die zwei Hände frei. Wie ein Land hast du da mitgebracht? Also hier habe ich ein spezielles Kannermodell von Haber. Den hat pur cool Features, aber auch pur Sachen, die nicht so gut sind. Weil auf jeden Fall cool ist, dass mit dem Kurbel kann ich kurbeln, wenn ich den brauche. Ich brauche keine Batterie. Das ist schon mal ganz cool. Und plus hast du schön, sieht cool aus. Dann einen kleinen Etui könnten hier. Oben noch ein Kompass drauf. Und nur dann. Die nicht geht. Ein Pfeif. Ja. Ah, Doch, die geht. Eine kleine Karabinergruppe dabei. Die wirkt auf den ersten Blick ziemlich robust, muss ich zugeben. Mir für knapp zu drecken, oder nee, knapp den drunter. Das ist ziemlich futzelig, fummelig, weil ja, den habe ich wie Dose dran und du musst ihn. ja, da sieht ja. Hier innen, du weißt den Knabun, muss ihn aber oben drüber drücken. Ja, und das ist nicht wirklich verrutscht, weil wir sind das schon. Mir war der Knopf ist dran. Das ist das Problem. Los. Ja. Wenn Tim schon Probleme hat, den Knäppchen zu drücken, wie hast du das recht bei Kanner? Naja, dafür. Ich meine, das ist ein cooles Gimmick, auch ein cooles Kado. Aber ob die wirklich unter verschärften Bedingungen etwas dacht, sehen wir hergestellt. Da haben wir noch ein paar andere Sachen fertig. Du hast eine Rang, die ziemlich viele Leute kennen. Das ist die heute. Die kennen das vielleicht alle gut. Die hat eigentlich einen E-Knopf. Rot, da ist er, Michael, aus. Tipptopp, kannst du nicht viel falsch machen. Dazu hat sie noch auch grob für irgendwo drunter hängen. Und sie hat, Wenn du rauskommt. und dann rauskommt, auch ein Kurbel. Du siehst schon direkt, wie klug Michael wird. Für zu kurbeln. Und wenn ich keine Lust habe zu kurbeln, kann ich sie auch über Micro-USB uploaden. Cool bei dieser Lud, dass sie ist klein, sie ist ultra robust, die kostet dreimal nicht, die kriegen immer irgendwo hin. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Lud. Mini, hast du das nicht uneigen mitgebracht? Ah, doch. Aber kann ich gucken, Dämon. Als nächstes Loot beweisen wir ein Loot für Warta. Warta kann da vielleicht, die machen Batterien. Und wie soll doch anders das sein? Für die Loot brauchen wir Batterien. 3D dicker, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Positiv an dem Sinn, dass der holt einfach eine Batterie mit, machen wir mal im Mund. Der holt einfach eine Batterie mit, der immer im Nis, bald kein Akku zu füllen, der immer im Nis ein Loot, wo der könnt mit neuen Batterien befüllen und geht weiter. Negativ, der holt auch nicht Batterien zu stehen. Der sieht, sind die dick, auch nicht immer die einfachst. Sie hat ein Knäppchen und aus, wir kann sie nicht. Und oben hat sie grob, aber was cool ist, wenn er in einem Zelt sitzt, holt er einfach den anderen grob und der hängt so von oben rauf. Oh, ist die hell. Also hier haben wir eine weiter Lud, Streamlight hier steht gut Stück. Die ist eigentlich auch ziemlich cool, die ist zwar schon ein bisschen schwerer, aber die hat einfach knapp
lang gedrückt halten, gedroht, nein gedrückt drücken, SOS Morsecode. Also das ist einfach just hell, nach Manne hell, an aus. Ähnlich wie die Wachter wird die heute auch eine grob. Sie hört Wenn wir das kriegen. eine grob. Cool. Aber du könnt das, was kann gut oder schlecht sein, sie hört auch Batterien. Und zwar der Decker. Du musst die kürzen. Bei Batterien sind immer froh, weil das Matsch schläfen, weil das von so eitel sind. Der vierte das, kam der neue, sie da on the way. Anderwärts gesehen das natürlich schlecht, weil technisch okay. Zweitens, weil das von alles so was in der keine Batterien und ablöden können das nicht. Aber das Uhr dann eine gummiert und eigentlich ein treuer Begleiter zu hinterlagen. Die war schon ganz lange dabei. Ja? Du warst verliebt, gesehen. Ein bisschen. Aber loken nach Meisterstück sozusagen. Weil der war so lauter Land daran, aber loken die Oberlander, die gehen sehr sicher. Moment. Yeah! Hi Jasse. Das Ding hier ist von der Marke Libov Gogo. Wir machen mal Pause, hä? Sound ist aber gut. Sound ist nicht schlecht, ja. Was tun ich hier überhaupt? Seid ihr da auf der Kamera, was ich hier? Für ein Loot, hä? Nicht nehmen ein Loot, mein Freund. Die Loot kann mit verschiedenen Lichtmodi, kahl, warm und extra hell. Aber wenn ich das so machen will, oder erstmal will, machst du so. Wenn ich es brauche, machst du so. Aber dabei bleibt es nicht. Ich meine, für den Rest holen wir immer raus, erst zu weisen. Also, wir sind aus der Höhle raus und hier besser können wir ein bisschen besser weisen, wenn wir hier was tun. Das ist ein Kombigerät aus Lantern, Bluetooth-Speaker, Radio, Notfallhelfer, eigentlich ein bisschen von allem. Also, die Lantern, klar, oben ein kleiner Hang und aus. Oben haben wir eine Solarzelle drauf. Für die Lokomotive zu laden ist ein bisschen schwierig, aber für die Batterieerhalt, oder für die Batterie ein bisschen besser zu erhalten, also aber nicht schlecht funktioniert, effektiv. Und da hier guckt, hier haben wir die normalen Bedienpanels, die eben überall dabei sind, und aus, Player, Stop. Das ist für die Radiofunktion, oder ja, für die Radio, das ist für die Radiofunktion. Wie hört mir los, kleinen Equalizer mit drin, an den Modus. Im Moment ist es Bluetooth, ich kann es umstellen auf Radio. Yeah! Für besseren Empfang. Eine Antenne drin. Kleine Antenne. So, wir sind noch hier in einer Höhle. Das ist vielleicht bei einer Höhle. Also ein bisschen schwierig. Mehr im Camping funktioniert es wirklich gut. Ja, oder auch so, auf einer Wiese, auf einer Koppel, irgendwo, wo ein bisschen mehr frei ist wie hier. Dann haben wir hier auch ein ganz nettes Feature. USB-C. USB-C für abzuladen. An den normalen USB für etwas, ein Gerät drin unterstützt, für ein Gerät abzuladen. Das heißt, hier da ladet ein Apparat ab und hier da könnt ihr einen zweiten Apparat wie ein Handy oder so etwas drin abladen. Das ist ziemlich cool. Aus. Dann, wir sind auch gerne autark und nicht auf Akku oder Batterie gewesen. Was für ein Geräusch. Das ist ein schöner Kurbel. Und hier innen hat es auch noch ein Lut drin. Ein Kehr. Normal Lut. Hell, ja. Strobo. Ja. Hallo, mein Lieblingsknopf. Ein SOS-Knopf. Geht ab, hä? Der geht ab, du warst ein bisschen auf Feier. Also das ist eine coole Spielerei.
wir haben sie nur schon zu einer Zeit schon am Gebrauch, also sind nicht enttäuscht. Bis nur hält sie wirklich bei, was sie verspricht. Wie es mit Wasser und so ausgesagt, kann ich erst nicht so. Und laut Hersteller ist es Spritzwasser geschützt. Ja, doch gummiert, oben und innen. Versenken gebe ich es vielleicht nicht am See. Aber nice to have. Das wird von uns heute zum Thema Lantern. Vielleicht ist der eine oder andere von euch schon noch auf der Sicht noch einen kleinen Gimmick oder etwas für die neue Saison, für gemütlich dabei zu sitzen. Ich meine, mehr haben wir performt. Ich meine, bleiben noch ein bisschen besser sitzen, oder? Oder wir gehen natürlich weiter. Lass!